rocket strike was launched at a base housing U.S.-led coalition forces. Nearly 75 million Americans facing flash flood risk today. Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region tonight marking 7 straight days of reported tornadoes decimating America's heartland. Kaum war Corona halbwegs vorbei, war Russland mitten in Europa ein unübersichtlicher Krieg. Er weer een tjoek in een nate dorp, in een nate stad. En deze tjoek die had al verschillende problemen gehad en prediker sterk gedraaid. En nu hadden ze een nieuwe prediker aangenomen. En als hij dan stutzt is, dan denkt hij zo bij zich dat deze tjoek gaat niet wieder te halten. Deze tjoek is gestorven. En zo merkt bekend in het dorp dat door de tjoek is gestorven. En er wordt een gewassen dag wat een begrafenis zijn. En dat redt zich om im dorp. En de mensen wonderen, like, wo zit dat, wanneer een tjoek begroefd wordt. Of wanneer een begrafenis is van een tjoek. En zo de ganze dorp komt top en die tjoek zo vol is nog niemals eier, je weiß das. En je ook de fern staat een zorg. Dit is de begrafenis voor die tjoek. En dan haben sie die Menschen durch vorbeigehen bei der Sorge. Ein bisschen wie gewarnt sind, wenn wir Begrafenis haben, dass sie so welche denken an das Mennonitentum, dass wir wel noch den Toten sein. Und dann hat die Prediger durch in der Sorge auf ein Spiel abgestellt. Und jeder einer, der vorbeigeht, der sitzt sich selbst in der Sorge. Ich habe Ihnen all mehrmals gesagt, durch diese Botschaften, dass die Kirche, der Thema ist die Kirche, die 7 Kirchen in Openboarunk, aber die Kirche als Menschen. Ich und du sind die Kirche. Und das von ersten Thema ist eines der traurigsten dieser 7 Kirchen, wenn die Kirche ist gestorben. Und so, wir wollen uns da ein bisschen freuen. Und ich dachte so, ich hatte so wie viel Tag, viel Gebet, und ich habe Gott gefragt, was passiert, wenn die Kirche stirbt? Oder wo sitzt eine Kirche, was tut das? Wenn das klar endet schreiben, dass die Kirche wieder, die existiert, die Kirche, die da Dinge. Und so, da wir eine Kirche in der Dorf. Aber Jesus sagt, das ist gestorben. So, da haben wir uns ein bisschen nennen von dir. Würde interessant sein, in kleine Gruppen sitzen, in unser Haus von wo stirbt eine Kirche? Oder was passiert in der Kirche, dass Jesus selbst bei einmal sagt, die Kirche ist tot. Was du geworden? Und so da wollen wir uns ein bisschen vertiefen. Das hat in der Leihe gewesen, Jesus sagt, Johannes schrieb, was du gesehen hast, was nu ist und was nu dit passieren soll. Und so das ist ein bisschen Outline können sein, das ist ein bisschen der Model von wo das durch Openboarunk geht. Wir sind nu in dort Port von wo das nu ist. Ich habe euch gesagt, dass Kapitel 2 und 3 von Openboarunk ist für uns das ganz wichtigste krankweine Thema, was wir von der Welt haben, nämlich, sie ist tot oder lebendig. Ist die Kirche tot, ist die Kirche lebendig? Ich habe euch gesagt, dass ich von der da mit Jesus bestimmt, was nur das wird passieren. Und wir wollen über dem in Dalan Openboarunk gehen, und ich glaube, wir wollen über dem mit Busia gehen, wenn wir stärker dass die Kirchentiet sind. Aber was dann passiert mit dir, was tun ist anders, was du nu hast getan mit Jesus. Und so da werden wir niemals vergessen. Ich habe auf das Slide eigentlich gewesen, das ist ein bisschen eine Beschreibung von den 7 Kirchen. Wir sind von der in Sardes. Und so, wir fangen mit Ephesus an, aber das sind 7 Kirchen mit 7 Dingen. Die Kirchen
En een ding wat hier in deze kerk is, ook in de laatste, dat is niet een positieve ding gezegd van de kerk. En dat schadet me meest om te denken, dat er zijn twee kerken, wo God nicht wat Positives von weet. En er zijn twee kerken, wo Jezus nichts Negatives over zegt. En so dat is interessant, wenn wir diese Kerken studieren. Ik heb ook al gezegd dat die uitleiding oder die Umwandlung, das sind sozusagen Feuerumwandlungen. Eigentlich lokal, da wären einfach 7 Kerken, die Kerken hatten diese Probleme und die Brei waren nur diese Kerken geschrieben. Dann ist eine persönliche Umwandlung, wenn wir sagen, dass die Kerks gestorben, dann meinen wir, dass die Menschheit ist gestorben. Die Kerk ist Menschen, nicht ein Gebiet, nicht eine Organisation, aber das sind Menschen. Die dritte Umwandlung, was ich gegeben ist, dass die Probleme, die diese 7 Kerken hatten, sind immer Part von der Kerkengeschichte war. Durch alle Zeit. Das sind immer Kerken, die leiblos sind. Das sind immer Kerken, die earlier in Bern haben. Das sind immer Kerken, die wir können sagen, die sind tot. Und so das ist ein bisschen so, über die ganze Kerkengeschichte sind immer diese Probleme. Vielleicht einmal wurde alles andermal, aber die sind doch immer. In der 4. Umwandlung, habe ich in euch gesagt, dass da, wo die Christen sich dort überstreiten, aber das ist, dass jeder Kerk repräsentiert, was die Zeit von Kerkengeschichte. Das ist für mich das Amaglichste. Mich interessiert das eine Weg. Und ich denke, dann wird den Weg über, aber das ist auch das Amaglichste, besonders wenn wir denken, dass die Kerk ist tot. Und in der letzten Kerk, wo wir finden, dass der ist warm, das ist nicht kalt oder heiß. Und so in den sind auch sozusagen tot. So, von der Seite wie in Openboarunk 3, die erste Satz falsch, wo ich lesen, dann werden wir da ein bisschen nachchecken. Er sagt, in den Engel von der Gemeinde in Sardes schrieb, das sagt euch, was du die 7 Gäste Gottes haft in die 7 Stirns. Ich kann deine Worten, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Da Worten entsteigt das Ewige, das was am Sterben ist, weil ich habe deine Worten nicht vollkommen gefunden für Gott. Erinnere dich dann, wo du Getränen gehört hast, und hol dort fast und du Buße. Wenn du nun nicht wirken warst, wo ich ab die komm, so ist in Deuf. Und du warst nicht weiten, in welcher Stunde ich ab die komm war. Du hast aber wen genommen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und die waren mit mir in witte Kleider gehen, weil sie sind würdig. Wer überwindet, soll gekleidet werden mit witte Kleider. Und ich will sie nun nicht von das Lebensbuch auslassen, aber ich will sie nun für mein Vater bekannt und für seine Engel. Wer ein Ohr hat, lasst am hören, was er jetzt sagt zu den Gemeinden. So, wir fangen hier an, und das war das Map hier. Wir sind nun in Sardes. Das geht hier clockwise rum. Das ist, was von der Türkei wird sein, das Land Türkei, die eine Zeit wird das Kleinasien. Zum Beispiel, wenn Paulus auf seine zweite Missionsreise, er ist mal von Antiochien, hier unten ist Jerusalem, hier ist Rom, aber hier ist Antiochien, von hier ist Paulus Samarut. Und die zweite Missionsreise reiste hier so durch und kam nach Troas. Und jetzt sozusagen möchte ich nicht deren tun. Ich kann nicht hier raufgehen nach Ephesus, ich kann nicht hinabgehen, da wir es, wenn dann war ich ob wir nach Troas und dann ja noch Philippi hier eben Wuta. Und so das für eine andere Botschaft, aber das ist ein bisschen der Jent. Und so hier ist das als Patmos, Johannes, der ist fast auf der Insel. Und Jesus gibt ihm eine Openboarung von Jesus selbst. Und das ist ein Ding, was wir an ihm denken, und das ist die Openboarung von Jesus. Und so wird passieren, wo Jesus denkt über die Kerken und was wird passieren. So er sagt hier, und den Engel von der Gemeinde in Sardes, da habe ich ja von geredet, von den Engeln, und das ist einmal der Anfang von jeder Brief. Und dann sagt er, das sagt euch, was die 7 Gäste Gottes haben in die 7 Stirns. Na, wir reden davon in Kapitel 1, dass die 7 Gäste, das Leibwerk repräsentiert der Heilige Geist in seiner Vollkommenheit. Wenn das Nummer 7, das ist Gott seine Nummer, das ist vollkommene Nummer, das ist ein Vordienstnummer. Und so der Heilige Geist wird beschrieben, auch im Alten Testament, aus den 7 Siegen Jesus sozusagen, mit 7 Dingen. Und so ich glaube, dass dies nur den Heiligen Geist, dass das ist der Heilige Geist in die 7 Stirns, dort wären diese Engel oder die Lehrer, was immer wir dort verstehen, aber einer wird dort haften mit den 7 Kerken. Und so hier ist die, was die 7 Gäste haben, und die, was die 7 Stirns haben, was die Stirns in seine
Hand hält, sagt es in Kapitel 1. Und so da wird wichtig geworden, Luther in das Brief, wo wir ein bisschen zurückkommen dort. Er sagt, ich kann deine Worte. Und so die Frau ist, was sind diese Worte? Und wenn ihr das eine denkt von diesem Brief, ich wünsche, er sieht, was die Worte sind. Ich wünsche, er sieht, was diese Kirche dort macht. Aber das nicht. Und so, das ist das Interessanteste von reden. Und dann war ich über kann deine Worte, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. So einiges ist klar. Wir haben hier Wort, was von Büten anders sieht, als was von Bern ist. Wenn diese Kirche hat den Namen, und die Frau ist bei wem? Bei wem hat den Namen? Vielleicht in der Gegend. Among diese Christen in dieser Gegend, among andere Kirchen. Die checken vielleicht nach diese Kirche und sagen, ja, die Kirche, ja, die Kirche hat Leben. Aber das ist eines von den traurigsten Dingen, was Jesus kann sagen von seiner eine Kirche, von seinem Körper, das ist tot. Aber das, was ich hier sage, und so hier ist ein üterliches Bild, was innerlich nicht so ist. Und weißt du, das ist, wo wir uns Leben können leben. Wir können ein Spiel geben, oder wir können was spielen für Menschen, was aber in Einzelheiten, wenn wir allein sind, nicht so ist. Ich habe Ihnen mal gesagt zu Ihnen, dass wer du wirklich besser als ein Christ, kommt dann für einen Tag, wenn keiner checkt. Wenn du allein bist. Und du bist allein an deinem Phone. Du bist allein irgendwo. Und du bist vielleicht manche Menschen, wo die keiner kennt. Das ist, wo ich immer so ein Fan Mensch mit sein. Alle werden, weil mich kennen sie alle werden. Ich habe mir einmal gesagt, ich kann noch nicht spinnen mit meinem Vater, ich werde noch halb dabei sein. Aber weißt du, wenn wir allein sind, dann haben wir einmal Dinge tun, wenn wir für Menschen sind, haben wir das merken so luten. Und wir können so reden, dass wir sind schrecklich hässlich. Aber wer bist du allein? Und so hier ist eine Kirche, was vielleicht sehr hässlich redet. Und hässliche Dinge deuten, haben keine Worship-Team und sie haben keine Organisation. Aber Jesus selbst sagt, die hat entschieden, dass die leben, aber sie sind tot. Und so das sind sehr trübe Dinge sozusagen. Und so sage ich wieder, da worden und stark dort ewige, dort bei dem Sterben ist, so dass klar, dass du hast nach dem Bett leben, du bist, sind vielleicht, Luther sagt, du sind wenige, nun ist du, aber du hast im Bett leben, so ich sage, stark dort bei dem Sterben ist, weil ich habe deine Worte nicht vollkommen gefunden für Gott. Na, die Frau ist, was sind die Worte? Vielleicht wird diese Kirche auch leiflos, das ist Ephesus. Ephesus wie eine feine Kirche, feine Worte, feine Lieder. Sie haben ihre Leib verloren. Wenn wir bei Pergamum kamen, sie haben die Lieder von Biliam genommen. Oder die Kirche in Thyatira, sie haben Isabel genommen, mit ihrer Lieder von Hureri und von Aufjatterie und so Dinge dort. So was wir hier, er sagt dort nicht, really, was hier ist. Vielleicht haben sie nicht Leib, oder sie wären nicht wirklich treu. Wir weiten alle an unsere Augen. Wenn du euch Untreuheit in euch hast, dann ist die Auge tot. Und so muss einmal von Tod abwarten, sozusagen. Aber er sagt, er hat seine Worte nicht vollkommen gefunden für Gott. Ich habe Ihnen immer was sagt, und ich wollte vielleicht noch viermal sagen, mal so lang noch predigen, aber ich wollte noch viermal sagen, Tim soll ich werden, musst du eine Gerechtigkeit haben, was für Gott jährlich ist. Nicht für mich als Prediger, nicht für ein anderer Prediger, nicht für eine Kirche, nicht für eine Gesellschaft, für einen Dorf, für eine Gegend, wo du wohnst, aber für Gott. In dieser Kirche, die haben eine Gerechtigkeit für Menschen. Sie haben einen guten Namen, sie haben einen Namen, dass sie lebten. Und so wie ich kann sagen, okay, sie haben irgendwas deutlich, die Kirche wird von besieht, Fanleute. Aber sie haben nicht Worte, oder sie haben nicht eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Und weil ihr alle haben Ideen, habe ich für irgendwelche Dinge. Ich meine, wir würden uns hier sehr streiten wegen Politiker zum Beispiel. Also, wir haben verschiedene Ideen über diese Dinge. Aber wenn ich in dir allein für Gott stehen, dann wird es nicht in Unterschied merken, was John Wall denkt.
Oder was Jan Prediger denkt, oder was meine Eltern denken, oder was mein eigen Partner denkt. Dann muss ich selbst nicht richtig haben, was für Gott herrlich ist. Und die Frage ist, wo hast du die? Und so das ist Zeug. Er sagt, sie sollen sich erinnern. Erinnere dich dann, wo du getränt und gehört hast. Und so das war ein bisschen die Idee aus Ephesus. Checkt mal geht mal drei, von wo ihr mal wären, wenkt mal an, dort mal bus und dann fort mal drei, nur dann reicht der Weg. Er sagt, erinnere dich dann, wo du getränt hast und hol die fast, hol dort fast und dort Busse. Na, Busse meint, umdrehen, reich soll die Busse meint, ich drehe mich weg von Sinn und ich drehe mich nur Gott. Wenn du die bloß von Sinn wegdrehst, das ist nicht Busse. Wenn du kannst am rechten Weg entscheiden und antworten, du bist am rechten Weg, und dann du boven wieder gehen. Und so Tim Busse vor ich mir, dann müssen wir anwenden, dann müssen wir drei vor, dann müssen wir mal erinnern, von wo wir kommen, dann du drei haben. Wenn du nun nicht wirken warst, wo ich ab die komme, so ist ein Teuf. Und du warst nicht weiten in einer Stunde, ich ab die komme war. Na, das ist interessant, wenn wir diese Stadt studieren. Diese Stadt, zu der Zeit, die wir auf dem höheren Gebiet mit stellen konnten. In dieser Stadt, die doch bis 6 so, sie wären unannehmbar. Zu einer Zeit, dann hatten sie eine Wohnraum, eine Stadt, und wenn eine Stadt wird angenommen, dann wird sie sozusagen ausgehungert, belauert, oder mussten irgendwie durch die Wohnung kommen. So diese Stadt, wie Openboarunk, in der Geschichte jetzt so, dass sie wären so sicher an sich selbst, sie wären da am Boy, und du wirst keine Fien würden dann ankommen, und da wir Krieg, besonders durch die Zeit von der babylonischen Reich oder das persische Reich, an der Zeit. Und dann Luther mit Alexander der Große und der griechische Krieg, so da wir vierten Krieg in die Gegend. Und so diese Stadt doch so, dass sie wären sicher. Aber das ist eine Geschichte von wo, du hast einen Soldat in dieser Stadt, in den Pflicht die Haut auf für seinen Helm oder was immer sie die hatten, und der rollt darauf, und dann sieht ein von den Viehen, die um diese Stadt sind, die sieht dessen raufkrüten durch verlängste Wand, um seine Haut holen. Und dort gibt es eine Idee, dass das irgendwo, weißt du, dass wir so, nicht Stein, fast Stein über Ran ausgeschält von Wut und so weiter und so. So dann wollen sie an, dass du hast eine Ran, wo sie kann danach abklattern, und so sie nehmen die Stadt danach an. Und verhafts. Und so das wird, wenn ich auf die kommen so ein Teuf in der Nacht. Das, was passiert mit der Stadt. Und so Jesus braucht das Beispiel und er sagt ihnen, das war ich, wo nur die Kirche kommt. Und verhasst, na, ich weiß, dass ich ab was dann wird uns gerührt mit der Idee, dass Jesus wird so kommen aus dem Teuf in der Nacht. Und du wirst nicht bereit sein. Dort wäre ein bisschen die Idee dahinter. Und so, ich weiß nicht, wer von uns das abgewaschen, aber dort gibt schreckliche Angst, und einmal ein Unsicherheit und Sinn, wenn wir kann links und rechts und immer wahrer sind, wir kann, wenn Jesus wird so kommen, es sind Teufel nach und ich will nicht bereit sein. So sind viele von uns abgewaschen. Und so er sagt, denk an die Wahrheiten, die du getrennt hast. Na, ich habe hier 4 Dinge abgeschrieben, ich sage, Reichfolgung durch Glauben allein. Und weißt du, wenn wir als Zeug ist, Reichfolgung durch Glauben allein abmischen mit onze ene woorden, met onze kleding, met allerhand uiterlijke dingen, met onze muziek, oder was immer alles ist. Aber wir haben Jesus als uns einziger Erlöser angetuscht für das Wort. Und so, sie hatten der Reichfolgung durch Glauben allein, sie hatten Jesus getrennt. Fehlerlos das Wort Gottes. Ein von den Dingen, was von der sehr dreht im Christentum, da ist das Gott sein Wort. Das ist nicht mal wirklich Gott sein Wort. Alle haben Fehler bei. Das war eine Sprache, sich alle. Ich bin mir ganz sicher, dass die einmal am Internet sitzen und lesen oder horchen, noch predigen oder noch reden, was reden von wo die Bibel sich war, spricht und all solche Dinge. Die Bibel muss wie ungerufen sozusagen. Die muss wie die Schule nehmen, mit der Regierung nehmen, mit uns Land reden. Und so, wenn wir als Zeug einmal Gott sein Wort verlieren, dann sind wir schlimm bestellt. So, sie hatten das fehlerlose Wort Gottes getrennt. Die Verlorenheit von der Menschheit. Und weißt du, von der ersten Tag,
und nu war ich mein Gedanke ein bisschen stärken über wann wir glauben und wir wissen, was nu steht passiert und gestern passiert und in uns Land mit die, wo Wählerien wir rein und so weiter. Wann wir glauben, Lied, dass das Jaft irgendwo eine Regierung, was diese Welt wird fixen, dann jammert mir die bei uns. Na, da kann jemand Unterschied merken, wo wir hier leben und wo wir kein Business tun und so weiter. Das bin ich auch recht verstehen. Aber wir können nicht so denken, dass der Mensch hat jetzt durch ein Regierungsprogramm zu fixen. Der Mensch hat jetzt nicht zu fixen. Wir sind sündlich, wir sind gefallene Menschen. Und so die Verlorenheit von den Menschen. Oh, der Mensch ist dort ein guter Mensch, der ist bloß, like, die sind Eltern, die sind nicht reich gewesen. Die Kirche, wo die Band abwasst, wird gesetzlich alle Hunde utreden, von wo so wie Menschen in Trouble sind. Und wie man das tauschen, wir sind in Trouble, wenn unsere Sinn, wenn unsere gefallene Natur. Weißt du, was Lied? Ein Mensch jetzt nicht zu fixen. Sorry, dass es dort ist, aber das bloß ist es aus. Und wir haben einmal so eine Idee, wenn ich mal nicht glauben hatte, wenn ich mal das Programm hatte, oder die Vitamine braucht, oder Janjuice trunk, dann würde ich gefixt sein. Und ich will Ihnen von dir sagen, du hast bloß einer, was du fixen kann, das ist Jesus Christus. Na, du hast das nicht gesagt, dass nicht manchmal gute Dinge kosten, annehmen, also. Aber wenn wir den Idee kriegen, dass der Mensch hat es nicht wirklich verloren, dass wir fixen durch unser Programm, dann sind wir schrecklich schlimm bestellt. In einer Lösung durch sein Blut. Der Feind will das nur schleifer, als Jesus sein Blut zu sich hoffen. Wenn dort Blut, dort steht je in deinen Sinn, dort Blut, dort wird je für deinen Sinn. Und dann kam so ein Bild, dass dort im Tempel im Himmel, dass Jesus nennt gegangen mit seinem eigenen Blut einmal für allemal, zum all die vollkommen merken, was dort annehmen. Dat heeft in die gerechtigheid, wat vergottjelig is. So, wenn wir das Blut rausnehmen, dann haben wir Jesus in Tod rausgenommen, dann haben wir unsere Erlösung rausgenommen, dann sind wir uns einer geworden, unser Programm, unsere Worte, unsere Kleidung, was immer alles ist. Aber wenn wir Jesus im Blut verlieren, dann haben wir alles verloren. Und die Feindschaft mit wenig, so sei er, das kriegt mit das. Und so, wenn wir denken, und was hat diese Kirche gekriegt? Sie haben diese Dinge gekriegt. Und Jesus sagt, gut mal drei, nur glauben an Jesus Christus. Gut mal drei, nur das fehlerlose Wort Gottes. Dort nicht einmal jüngloden anbilden, dass die Bibel hat kein Wert mehr. Dort war er sprachlich, das sind bloß alle Geschichten, was mal wer abgeschrieben hat. Und wenn wir Gott im Wort verlieren. Und so, das sind sehr, sehr wichtige Dinge. Und wie für jeden, dass wir eine gefallene Menschheit, was Jesus braucht, weil er sein Blut gegeben hat, aber wir können geraten werden. Und wenn wir das Bild verlieren, dann sind wir in Trouble. Und so, er sagt, das steht, erinnert ihn. Er sagt, das sind drei Dinge, welche noch einmal waren gewesen. Er kennt euer gewesen, aber das sind drei Speckerbecher sozusagen, was von Anfang an in die Kirche nennt. Irgendwie Gesetzlichkeit. Dort hat alle mit den Juden zu tun. Sie brauchten Legalism. Like, du musst nach der Beschneidung haben, es kostet nicht seilig werden, zum Beispiel. Und so, Christus in Vorderwerk verstritten. Und ich will Ihnen sagen, dass wir haben viele Wege von dir, wo wir versägen, oder wo der Feind versägt, Jesus in Vorder Erlösungswerk zu vernichten. Mit dass wir alle Hunde annehmen, was ich noch mal tun, oh ja, das verändert Jesus, aber niemand noch das haben. Und das, was wir tun. Gnosticism, das hat von einen anderen Namen, aber Christus in der Menschheit verstritten. Und so dat is een längere Zeit, aber Jesus, hij kwam als een Mensch, geboren von einer Frau, von gestorben als ein Mensch. Und hij was Mensch und Gott beides. Und an der Kaiseranbetung, dort hat ook een andere Namen von der, aber Christus in der Gottheit verstritten. So, das sind drei Dinge. Ich will Hand sagen, einig machen von diesen drei Dingen. Und das ist Christus, Christus, Christus. Das Ziel ist, Jesus rausschaffen. Das ist das ganze Ziel. Und das kommt angetragen auf verschiedene Wege. Einmal sei er jässlich und dann sei er häufig jässlich angetragen sozusagen. Wenn ich sage angetragen, dann meine ich, das ist ein jässliches System. Oder das stellt sich aus ein jässliches System. Aber wenn wir Jesus verlieren, sein Erlösungswerk, dann sind wir in Trouble. Er sagt, du hast aber wen genommen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und die waren mit mir in witte Kleider gehen, weil sie sind würdig.
Und so, das ist eine kleine Gruppe, und diese deutsche Kirche ist doch noch eine kleine Gruppe, was nach Jesus kennt. Also das ist eine kleine Gruppe, was nicht hat, was immer durchdreht, was immer geworden wird. Sie haben ihre Kleider nicht angesüdelt, mit dort zu sein. Vielleicht wäre es hier auch die Lehre von den Nikolaiten oder die Lehre von Biliam, die Lehre von Isabel, was hier auch gedreht haben, statt im Fair. Und so heißt es, die waren mit mir in witte Kleider. Witte Kleider, das repräsentiert immer eine Gerechtigkeit oder eine Reinheit. Und so sie waren mit Jesus taub. Gerecht sind. Und dann sagte wieder, wer überwindet, soll gekleidet werden mit witte Kleider. Das war das Thema von witte Kleider. Das, was wir wollen haben, das meint eine Gerechtigkeit, was für Gott ja alles. Und ich will sie nun nicht in den Lebensbuch uitlassen, aber ich will sie nun für mein Vater bekennen und für seine Engel. Na, wir haben vielmal gelehrt, ich sage es für 114 gehört, dass wenn du mich warst verlehen für Menschen, will ich die auch für Gott verlehen, oder will ich die für meine Engel verlehen. Und so das ist ein bisschen das Thema hier. In das Lebensbuch, na, das ist das Buch Gottes. Das ist ein bisschen ein Thema durch die Bibel. Moses sagt zum Beispiel in 2. Mose 32, für Javan doch ihre Sinn, er hat das Volk Israel, für Javan doch ihre Sinn, wann aber nicht, dann lass mich nun ganz aus das Buch aus, das du geschrieben hast. So Moses sagt zu Gott, wenn du nicht was diese Menschen vergeben, dann du mir auch nicht. Dann schmied mich mit einem Taub in eine Verdammnis. Und das ist ein interessantes Gebet, nicht? Psalm 69, mochten die aus dem Lebensbuch gestrickt worden, dass sie nicht mit der Gerechte angeschrieben sind. Na, der Psalm ist die Complaint über gottlose Menschen. Und er sagt, mochten die rausgestrickt worden aus dem Lebensbuch. In einer Openboarunk, das ist vielleicht ein Vers, wo wir bekannt sind, und wenn irgendwem sie nun nicht im Lebensbuch geschrieben stund, wird er im Viersei geschmiert. Aber hier kommen wir noch, wenn es waren, durch Openboarunk uns durchkommen. Aber immer das Idee, das Lebensbuch. Dan weet je echt live in deel dat levensbuch voor ons, dat is Jezus zelf. Wenn mein Name nicht in Arm geschrieben ist, dann habe ich keine Erlösung. Und ich weiß, das bringt allerhand Frauen ab, like Christen, soll ich het verlieren, all so eine Dinge steht. Und Christen sind immer in Bad Sieden und schmieden Steine. Aber ich glaube, aber bloß lauten stehen, dass mein Name muss in Christus sein, was habe ich nicht Erlösung. Und dann sagt er, wer ein Ohr hat, laut am Hören, was der Jesus sagt zu den Gemeinden. Und das wollten du sind. Wer ein Ohr hat. Na, weet je, hij fängt das an mit sein, dass das ist da, oder das Schrift da, oder diese Botschaft kommt von denen, was das Evangelist hat. Und weet je, wir brauchen den Heiligen Geist zum geistlichen Leben. Du bist nicht wahre geboren unter den Heiligen Geist. Du bist nicht Port von Jesus in Körper, anders dass die Geist hat, die du getauft. Und so der Heilige Geist spielt eine wichtige Rolle. Und du sagst heute, dass du die Tag, ich sehe da, was der Heilige Geist gibt. Und so vielleicht haben sie dort zu sehen schon. Der Heilige Geist gibt nie das Leben, der gibt nie die Geburt, der gibt Kraft zum Leben aus dem Christ für Jesus. Na, das ist Tag. Der wird fertig durcheinandergestellt, wenn wir denken an das eine prophetische Umwandlung. Und das ist, wo wir sagen, okay, im Port von Kirchengeschichte postet nennen. Und so viele Menschen oder Schriftleier sagen, in der reformierte Kirche. Und das ist ein interessantes Ding. Wenn ich habe Ihnen vertelt von der römischen Kirche, und die wir befreit mit der Welt, da haben wir 2 Sender davon geredet, die wir befreit mit der Welt. Und so nun haben wir hier eine Kirche, nur der Reformation. Wenn wir denken, so, die Reformation braucht mal das Leben in eine Kirche. Und das ist nicht immer so. Ich will dir eine Liste von, ich habe sehr gerabelt, dass ich das wohl tun oder nicht, aber ich wollte bloß positiv gehen, aber ich will haben die Sachen ein Ding verstehen. Und das ist das vor der Reformation. Die Reformation passiert 500 Jahre zurück. Vor der Reformation hat wir die römische Kirche. Hauptsächlich die römisch-katholische Kirche weltweit über dem in 1054 spielte sich, ich will nicht das wissen, aber
von da wieder, als die Kirche ist ein Baum. Und so da war es ein Ast, und nicht den Ast noch war ein Ast, nicht den Ast noch war ein Ast. Von der haben wir einen Baum für uns, wenn wir an die Kirche denken, der ist so groß und so dicht voll Ast, dass die kostet nicht mal durchgehen. Und ich will haben, dass wir dort verstehen. Und so hier ist eine Liste. Und so diese erste Nummer steht immer das Jahr. So in 1054 fängt die Eastern Orthodox. Ich hatte so Nummern auf Englisch gelesen, wenn wir haben fertig plötzlich wieder. Aber in 1054 spielt die katholische Kirche sich in zwei Teile. Die Osten Kirche, dort ist die Orthodoxe Kirche und im Westen wieder die römisch-katholische Kirche. So dort passiert da. Dann in 1173 waren die Waldensians von Peter Waldo. Und die waren schrecklich verfolgt von der römischen Kirche. In 1371 Lollards von John Wycliffe. John Wycliffe ist der, was mal die Bibel in Englisch übersetzt hat, dass die gewöhnliche Menschen können lernen, die Bibel lesen. So den war umgebracht, als er schlang dort, wir waren seine Knechte, die gerufen haben, verbrennen, wenn er ein Heretic. So benannt der römische Kirche. Und dann in 1415 Hussites, John Huss. Und dann in 1517 Martin Luther. Das ist der einzige Geburtstag für die Reformation. Aber der fängt alle an. Und so da wären noch lange Dinge passiert. Aber Martin Luther, das ist eine längere Geschichte. 1523 Ulrich Zwingli. Und 1525 Anabaptisten, das wir wie sind, auch unter Ulrich Zwingli. Und dann in 1534 Anglican mit König Henry VIII, er spielt sich los von der katholischen Kirche in England, das wollen wir die Anglican Kirche haben. Die lecken sich nur mit der katholischen, wir haben so in Kanada, hat wir so eine Kirche, und da steht es dann viel. Und dann in 1536 die Mennoniten und die Mennoniten. Dann weet je, de Anabaptisten en de Mennoniten, dat is hetzelfde denk. Aber Mennoniten kwam 10 jaar later aus, wat dat aanvang. Dan in 1536 Calvinism met John Calvin, dat is van een groot thema among ons. En in 1540 weer de Duitse Reformation, en in 1550 jaar de Hungarian, en in 1560 de French Calvinists, 1560 Scottish Presbyterian, 1560 Congregationalism, 1570 de Dutch Reform, 16 English Baptist, 1647 die Quakers, 1690 Amish, dat komt wel een beetje dicht aan de huis, wenn wir gaan Amish. In 1739 de Methodism, en in 1725 Protestant Episcopal Church, en 1800 United Brethren in Christ, 1819 Unitarianism, 1831 Disciples of Christ, 1863 Seventh-day Adventists, wir gaan dus van de Sabbatha hier in onze gegend. En dan de 1864 Salvation Army. Ik weet niet wie in Mexico Salvation Army haben. Canada hat wir viel Salvation Army. En de 1871 Christian Science. En de 1914 Assemblies of God. En dan heb ik hier nog van de 1900 wieder als dollar das idee van non-denominational. Dat non-denominational meint dat we zijn een alleinstehende kerk. We zijn aan geen conference force of een andere dingen staat. Hier heb ik levensvasser handgeschreven. En dat is waar we zijn. Wir sind eine alleinstehende Kirche, nicht eine Conference Force oder so weiter. Was ich will haben, Sie sollen verstehen, dass das sind bloß die Hauptaster. Aus jeder ein von das Ast wachsen 100 andere Aster aus. Und das, was wir von der in der Welt haben. Und so, wenn wir denken an die Kirche, und dass die Kirche lebendig von der oder nicht. Und wir sind das große Baum, und welche viele von diesen Kirchen, das sind formale Dinge geworden, aber das ist tot. Ich will dir noch ein Vers wiesen. Er sagt, in hier ist das Haupt von den Körper der Gemeinde. Wenn der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, und dort er in alles der Verste ist. Weißt du, wenn ich Kirche stirbt? Ich weiß nicht, wie die Titel haben, es ist mir schuld, aber weißt du, wenn ich Kirche stirbt? Wenn wir aufkommen. Wenn wir Jesus ersatten mit das, was die Kirche tut. Und da wir niemals vergessen. Ich weiß, ich kann länger von dir reden, aber Jesus Christus ist das Haupt von der Kirche. Wenn wir das Haupt da reden, was die Kirche tut. Keiner wird vergeben worden, wir haben keiner, der schmackert sind und wahrscheinlich mehr exekutiert. Aber wenn Jesus nicht in dein Leben ist, was du jässlich tut, wenn Jesus die Kirche nimmt, dann wird das die Kirche. Gut, Frauen, dass ihr abstehen. Ziemlicher Führer, Dankeschön für Jesus. Halb uns niemals zu vergessen, dass Jesus ist das Haupt.